Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Es schon der Film Civil War für euch dabei an wie den so angeschlagen wird. Das erzählen ich nur an dieser Episode. Geschichte von Civil War ist so simpel wie auch genial. Zwei US-Staaten rufen zu einem Bürgerkrieg op, sie nicht um da verstehen, was die US-Regierung so möchte, aber versetzt die ganz amerikanischen Staaten an ein Kriegsszenario. Wir erleben das ganz als ein Szenario, wo man Presse begleiten, wo Kriegsfotografen eben das ganze Geschehen dokumentieren. Und das war eigentlich auch schon mehr als du nicht zu gesehen an dem Film. Aber so sehr wie sich die Geschichte so ein paar Bayer Rover erzählen lässt, so simpel ist das dann aber nicht. Weil das muss ihn einfach erleben. Civil War, ich hatte nicht ganz viel Schirm von dem Film. Ich hatte auf einmal einfach einen Trailer gesehen und gesehen, oh, okay, der lebt noch im Kino. Was das da? A24, also normalerweise soll das immer okay. Und dann habe ich mir das einfach mal rangezogen. An dem Film hat er lässt einen gigantischen Impact. Weil auch kaum ein anderer Film kennt irgendwie vom Szenario hin besser wirken oder besser an Zeit passen wie du aktuell Civil War. Der Film ist wirklich saumäßig brutal, ohne wirklich zu viel explizit, also nicht so, wie soll ich sagen, nur nicht, was man bei Fallout hatten, da sind halt einfach nicht mehr brutal irgendein Kappplatz oder so, aber einfach von dem, was man erleben aus dem Film, einfach brutal und verdammt realistisch. Und es möchte einem Angst, wenn man so drüber nachdenkt, dass so ein Szenario tatsächlich mit den aktuellen Konflikten auch einfach passieren kann. Als zwei Hauptprotagonisten, Lee und den Joel, gehen einerseits gespielt von Kirsten Dunst und von Wagner Moura. Und die zwei harmonieren wirklich mega gut miteinander. Das funktioniert richtig gut. Und wir haben zwei Polen. Einen bisschen wie einen optimistischen, den nach absolut für sein Beruf liebt, und eben Kirsten Dunst, halt zu viel erlebt wird, viel nach können irgendwie zu optimistisch und die Sache rund zu gehen. Dann haben sie noch ein junges Mädchen dabei, an den älteren Herr, immer Jessie und Sammy. Und die sieht quasi ein bisschen so Klotzumbein, ne? Das junge Mädchen wird sich dann irgendwie aber ihn aus der Truppe ivariert kriegt für Matt zu gehen. An Kirsten Dunst hast du nicht so begeistert darüber, so junge Mädchen Matt zu gehen, obwohl Hardwood angefangen hat, eigentlich auch nicht viel ernst. Das war an Sammy, den sich auch nicht davon aufkriegen lässt, Matt zu gehen, obwohl es schon relativ alt gebrichtlich ist, bringen dann eine mega flott Dynamik ran. Davor haben wir eben durch die US-Staaten an erleben eben das Ganze, was den wie in den US-Staaten eben so als Filme eben noch schon kennt, wie ihn das schon erlebt hat, aber alles an ein Kriegsszenario. Aber wie gesagt, etwas erschreckend real, wie sich das Ganze so fehlt. Wir gehen halt von Schauplatz zu Schauplatz und es wird irgendwie immer schlimmer. Und das Ganze spitzt sich ob den großen Showdown zum Schluss zu, den engem, also ich hatte Gefühl, es wird schon gefehlt, wie wenn die letzte halbe Stunde, die Showdown, die letzte halbe Stunde, mal absoluten Atemgang holen und erdrecken das. Der Film wirkt wirklich zum Schluss extrem schwer und extrem beängstigend und ja, das hat einen lesen Eindruck und das schafft nach mal einem. Und das ist wirklich impressionant, wie das halt durchgestaltet ist und wie das wirkt. Wird optisch umgesetzt, ist grandios. Wir brauchen halt nicht mal riesig große Schauplätze zu spielen. Aber die Sachen, die gewesen sind, die haben einen Eindruck. Und dann eben noch schauspielerisch geht das halt extrem realistisch umgesetzt. Wir kaufen den Leuten zu all Sekunden auf, dass die sich gerade an dem Kriegsgebiet befinden. Und auch wenn ihn überall Presse stehen hört, kann es auch mal sein, dass ihn einfach niedergeschossen wird, wenn ihn an den Tischen so gefasst gerät. Dem Alex Garland also halt wirklich einen sau guten Film gelungen. Also Ex Machina war schon fantastisch. Annihilation, schwer Wort, war auch mega gut. Und 28 Days Later war sowieso ein mega geiler Film gewesen. Und die Filme haben nach immer einen Eindruck los. Die hatten nach immer. Das waren immer Filme, die irgendwie nach, wenn so drüber nachdenken, immer noch so am Kopf und rumschweben und ihn nicht vergessen lassen. Und Civil War ist halt einfach grandios. Für allem, wenn ich auch eigentlich keine Erwartung in den Film habe, bis kurz, dass er rauskommt, wusste ich mal nicht von der Existenz von dem Film. Und so hat mich dann auch aus dem Sitz geblasen. Ganz 1 Stunde 50 Minuten dauert der Film. Wird da auch ein mega agreeable Länge, guckt sich immens gute Wäsche.
Ja, wie gesagt, am Anfang ist das noch alles relativ gemütlich und Dresden so matt und das Ganze spitzt sich immer mehr so bis auf den großen Showdown, der wirklich einen massiven Eindruck hinterlässt. An Civil War as du wenn der unbedingt Film den ich unbedingt muss du gucken gehen. Er lebt sogar am IMAX, du war leider keine Zeit am IMAX gucken zu gehen. Ich war am Laser Ultra gucken gegangen, wat auch mega gut aus, so wirkt auch fantastisch. Und voilà, ich kann das nimmer rekommandieren, den Film am Kino gucken zu gehen, weil du denken Journalisten den krassesten Eindruck von den sich von nicht auflenken lesen, das einfach auf der Leinwand passieren lässt. Du wenn der Civil War absolut eine Empfehlung wert, wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann lasst mir gerne Kommentar, wie ihr den Film gefallen hat. Und was für ein Film dann nach so einen Eindruck bei ihr schon los wird, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Und in dem Sinn ging ich da so, wart da doch schon. Und da wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Civil War. Allez, ciao!